Hallo zusammen, Manu Outdoor ist wieder mal Outdoor. Willkommen in meinem schönen Wald im Paradies. Und heute möchte ich eine gute Zeit hier im Wald verbringen. Ein paar Stunden im Wald und einfach oben runterfahren. Mega wertvolle Zeit. Und wenn du auch Bock drauf hast, natürlich dranbleiben. Es ist sehr laut bei mir im Stadtwald. Ich habe jetzt vorhin gerade ein Reh gesehen und es ist immer noch dort. Wahrscheinlich die ganze Rehfamilie, denke ich. Der Wind kommt genau aus der richtigen Richtung, kommt von vorne. Es schmeckt mich nicht, es hört mich nicht. Es hört mich nur, wenn irgendetwas knackst. Aber jetzt bin ich da im Vorteil von meinem Stadtwald, wie es aber laut ist. Das Reh ist noch da vorne. Ich kenne die Rehfamilie mit etwa 6 Rehen, die sind immer da bei mir im Camp. Und ich sehe Spuren und kann sie schon auf Fotos drauf und so. Das ist natürlich mega schön. Aber ich lasse sie jetzt, vielleicht kommen sie nachher noch vorbei. Sie müssen oben durchlaufen, auch wenn ich hier im Camp bin. Also die kennen mich langsam und wissen, wie ich schmecke. Ja. Ai, ai. Ja, mein Tischli, das ist noch nicht so wirklich stabil. Ja. Die Konstruktion an und für sich geht, kann man so machen. Also Tischli ist es sehr gewackelig, man soll nicht drauf sitzen. Und ich muss noch ein bisschen schauen, wie ich es am besten verstärke. Das war mein erster Versuch. Genau, aber das, anstatt es einfach verführen, lasse ich doch das und dann kann ich da wenigstens ein bisschen Sachen drauf tun. Auch wenn es jetzt ganz stabil ist, macht überhaupt nichts. Ja, das ist mega heiß. Vielleicht denken die, ja, Stadtwald ist ein laut und so. Ja, ist es. Aber es ist, ich bin mir es gewöhnt und es ist ein bisschen wie ein Meeresrauschen für mich. Und es gibt eine gewisse Geräuschkulisse, hat eben auch wieder etwas Entspannendes. Weil man hört dann keine Menschen zum Beispiel, das hat sowieso keine Menschen. Tiere hören einen selber nicht. Also es kann auch wieder ein Moment sein, wo man wieder anderem begegnen kann, wie zum Beispiel Natur und Tiere und so. Ja. Jetzt Coffee O'Clock noch nicht ganz, ich warte noch ein bisschen. Bohnen habe ich auch drin, richtig geile Bohnen vom Seewerk Horger. Ja, ich genieße es richtig, da jetzt im Wald zu sein. Ich mache das noch viel nach dem Arbeiten, über den Mittag zum Teil auch. Das sind so die
Quality Time und einfach mal nichts machen. Einfach mal nichts. Denken tut man zwar immer, aber so ein bisschen weniger denken und ein bisschen aktiv, so ein bisschen aufmerksam, achtsam der Natur zuschauen und die Farben beobachten. Das mega schöne Sattgrün, das ist mega herrlich. Die gute Luft. Ja, und das Feuer, wie es knistert und alles. Das ist schon mega, mega schön und das tut gut. Einfach mal weg von der Hektik vom Alltag, oder? Von dem Trott. So, ich würde sagen, es ist mal Zeit, um mit euch anstoßen auf Manu Outdoor, auf so ein bisschen, ein Mikroabenteuer, kann man sagen, im Wald. Ui. Ups. Also, Prost miteinander. Schön sind ihr dabei, bei mir beim Feuer. Nachher gibt es noch ein bisschen Kaffee. Yes, danke, sind ihr da. So ein Brettchen. Ein Brettchen. Im letzten Video, das ich mal gemacht habe, über Einsteigen, Buschgeschäft, Einsteigen, Gegenstände, habe ich die Axt vorgezeigt. Ich habe eine Hulte vor uns zu Hause. Ich nehme aber lieber die mit. Sie ist besser, sie ist besser. Sie ist besser. Besser zum Spalten. Ah, herrlich, das ist wie Ferien, das ist mega schön. Super. Jetzt will man mehr, eine gute Zeit im Wald, ein Bier, ein bisschen runterfahren, herrlich. Und das Feuer und das Käferchen natürlich, ein feines Käferchen gibt es nachher auch. Mega schöne Blätter. Vom Ahorn, das sieht so schön aus. Muss ich euch noch mal schnell zeigen. Mega, mega schön. Und der Ahornbabys, wie süß ist das denn? Aus dem Ahornbaum, herzig. Und da, schau mal, wie herzig mein Fingernagel. Ist das ein herziges Ahornbaby? So schön, so schön. Ja. Ich habe richtig Freude. Richtig schön, dass die Bäume jetzt wieder so dicht belaubt sind. Das ist richtig cool. Yes. Wir machen das super Natur. Oh, Buschbox brennt super gut. Herrlich. Mega schön warm. Es lädt ein zum Verweilen. Wenn jetzt der Abend wäre, es wäre der Hammer. Ja. Jetzt gibt es aber mal ein Kaffee, würde ich sagen, oder? Wow. Es war da und es ist mega, es ist richtig heiß. Da geht die Post ab. Ich sag's euch. Seht ihr das? Zack. Oh, geil. Ja. Und noch etwas drin, ist ja super gut zum Transportieren. Also kann man bereits schon die Bohnen drin tun. Oder eben im anderen Behälter. Und ja, schmeckt fein.
Ja, das gibt einen starken Kaffee. Oh, noch ein bisschen heiß, aber geil. Geil vom Aroma, der ist richtig gut. Der ist super. Frisch gemahlener Kaffee ist einfach am besten. Ja. Es ist auch schön, einfach mal so sein, ein bisschen hören, ein bisschen nichts machen, chillen, so ein bisschen auf den Wind achten. Super. Aber das ist Freiheit. Jungs, Leute, das ist Freiheit. Der Wald ist Freiheit, das ist eure Freiheit. Es ist nicht die Freiheit, aber es ist Freiheit. Und es ist ein Ort, wo ihr auftanken könnt. Geht irgendwo hin, wo es einfach möglichst keine Leute hat. Geht in ein Gebüsch oder so. Wie da, Stadtwald oder irgendwo, wo es ein paar Bäume hat, wo niemand durchgeht mit dem Hund, wo kein Spaziergänger durchgeht. Irgendwo am steilen Hang ist sowieso, wir gehen einen steilen Hang, dort läuft niemand durch, egal wo. Da gibt es ja keinen Weg und dort habt ihr eure Ruhe, dort findet ihr die Ruhe. Und da könnt ihr so ein bisschen aufsaugen, habt ihr eine Oase dort, das ist mega. Mega. Es muss ja nicht immer ein Feuer sein oder so, man kann ja sonst irgendwie auch etwas kochen oder mit Gas oder mit Notkochen oder so. Ja. Das Kaffee war natürlich sensationell gut. Mega gut, immer im Wald, das ist immer am besten. Frisch gemahlen und so, macht richtig Spass. Ja, aber jetzt muss ich noch schnell mein Dings abwaschen, meine Tassen, meine Feldflaschen, Becher, Tassen, bla bla bla. Und jetzt zeige ich euch mal einen kleinen Lifehack, einen kleinen Trick, wie man die ziemlich gut putzen und sogar noch abledern kann. Jederzeit, man braucht dazu nur ein bisschen Wasser. Also, schauen wir mal rein. So sieht es aus, Kaffee drin, unten ein bisschen verrußt, ein bisschen dreckig. Ja, tun wir mal über das Feuer ausleeren, sehen, das ist doch gut. Dann ein bisschen mit Wasser noch ein bisschen nachspülen. Und jetzt kommt der Lifehack, Wasser rein. So, schnell wieder alles am Boden. Ist Wasser drin und dann mit dem Bio-Waschlumpen, a.k.a. Hand, von innen ausspülen. Ja, ich meine, ich weiss, es ist jetzt easy. Es war ja nur Kaffee drin, Kaffeepulver. Dann auch unten. Aha. Vanuatu macht sich dreckige Hände. Ich habe mein Waschbecken. Das ist überhaupt kein Problem. Also abledern, Hände waschen. Unten. Schön abledern, dann kommt es gut. Und dann noch ein bisschen putzen. Also ich habe jetzt ja nur irgendwie nicht einmal ein Dezi Wasser drin. So, Wasser ausschütten. Die Hände. Der Test. Ja. Ist okay. Noch ein bisschen dran, aber es macht gar nichts. Kann man schnell irgendwie mit einem Tüchlein abputzen. Aber so hat man mit einem Deziliter Wasser hat man saubere Tassen. Ja, mache ich so und klappt gut. So Hände waschen und gleichzeitig auch die Tasse waschen. Mein Vanuatu Lifehack. Also mit nicht mal einem Deziliter Wasser kriege ich alles sauber. Vanuatu ist Autor, ich bin noch nicht fertig geblieben dran. Und wer das bis jetzt noch nicht abonniert hat, ja, selber blöd, dann muss jetzt auch nicht mehr abonnieren. Also das ist richtig Spass mit mir. Ja. Buschbox zusammenpacken und dann geht es weiter zum nächsten Abenteuer. Das ist auch mal eine geile Buschbox, oder? Ja. Die Use-Style ist geil. Die ist richtig verbogen und richtig schön. Ein lieber Gruß am Busch links, wo die glaube der putzt die glaube. Schau wie geil. Ich bin voll Buschbox-Fan. Da macht man nichts falsch und ja, ich glaube auch die Titan-Version wird nicht grossen Unterschied machen zur Edelstahl-Version. Ein paar Gramm vielleicht, aber es ist kein Tampon, es ist eine Kerze. Tampon wird es weggehen. Und zwar ist es nicht anders als so eine Christbaumkerze, halbiert. Also das ist so eine. Das in einem alten Baumwolletüchli ist
der perfekte Zunder, also allgemein Wachsparaffin mit Baumwolle kombiniert, ist Burner. Also es brennt extrem gut. Es ist auch Safety First. Und vor allem nicht ins Feuer, sondern rundherum, dort wo es eben noch etwas drin haben könnte. Ein bisschen Glut und so. Das Jackett, mein absolutes Lieblingsmesser momentan. Das ist cool mit der schwarzen Optik, gefällt mir richtig, richtig gut. Und vor allem hat es eine Kydex-Scheide und noch den Feuerstahl, den man dazu optional kaufen kann. Ist auch geil. Den brauche ich natürlich nicht so oft. Ich wollte ein bisschen sparen. Weil es ist recht schwer, um wieder so einen Feuerstahl überzukommen. Momentan ist es recht viel ausverkauft. Aber das ist so mein Lieblingsmesser momentan aus Schweden, Jackett. 2 Stunden im Wald bewirkt richtig Wunder. Bin ich erholter als vorher? Geht es mir besser als vorher? Definitiv ja. Das ist immer so. Ich kann immer auftanken. Es ist ein Ort, wo ich den Stress da lassen und mich so ein bisschen mit der Natur verbunden fühle. Ich fühle mich definitiv besser. Es geht mir gut. Und wenn ich im Wald bin, bin ich nachher ausgeglichen. Und mein Zuhause, meine Oase, meine Auftankstation und ohne Wald könnte ich wirklich nicht leben. Ich bin mega dankbar, hier zu sein und bei mir auch hier in der Nähe so einen schönen Wald zu haben. Danke vielmals, dass du dabei warst mit Manu Outdoor. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen, macht's gut, wenn Manu Outdoor wieder Outdoor ist. Egal wie, was, wo. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.